Late Night fast live aus dem Maskott. Heute mit Aerobic und mit mir, Agota Dimen. Und da ist er, das Sahnehäubchen auf dem Programmkuchen, Dominique de Ville. Merci. Danke vielmals live hier im Maskott und auch daheim mit dem Fernsehsessel halb live zu Deville Late Night. Herzlich willkommen. Du, wir fangen gerade an mit einer ganz schönen Nachricht. Wir haben diese Woche erfahren, dass das Comeback des Jahres stattfindet. Das Comeback des Jahres. Nach 3 Jahren ab dem Netz. Betznau interessiert niemand mehr, dass sie wieder am Netz sind. 32 Jahre haben sie, glaube ich, auf den Meistertitel warten. IB. Jetzt sind sie wieder zurück. Interessiert niemand. Nein, was wirklich interessiert, nach 35 Jahren mit 2 neuen Songs ist zurück ABBA! Ja, da sehe ich schon einige und andere Ich weiß auch nicht, das ist nicht nur früher. Wer ist ABBA-Fan hier in der Hand hoch? Wirklich, wer findet ABBA richtig gut? Sehr schön. Wer noch unter 75? Auch noch ganz schnell. Nein, es ist, für viele ist das eine frohe Botschaft. Für andere tönt es ein bisschen wie eine Drohung. Auch ich denke, der Fan macht sich ein bisschen Sorgen. Obwohl, ABBA-Fans, gibt es ABBA-Fans eigentlich richtige? Ja. Ich meine, ABBA ist ja doch so ein bisschen wie ein Ikea-Möbel, oder? Also, es kommt aus Schweden, beides. Beides hat irgendjemand daheim und niemand ist wirklich stolz darauf, dass es hat. Und nach so einiger Zeit geht es auseinander. Also es ist so ein bisschen... Und auch gleich, wenn man richtig Fan ist, denke ich, schaut man ein bisschen betrüblich. Ich meine, die sind doch schon alt. Wie alt sind die Mitglieder von ABBA? 110. Gell? Also, irgend so etwas in der Richtung. Also das merkt man das denen an auf der Bühne, fragt man sich. Tritt jetzt noch unter dem Namen ABBA auf oder unter dem Namen Saba? Ja? Oder werden sie vielleicht neue Songs performen? Haben sie nur 2 die alten Songs im gleichen Stil weiterziehen? Oder tun sie irgendwie auf einen neuen Stand bringen, im Alter entsprechend? Ich denke zum Beispiel, Super Trooper wird Super Toupé, maybe. Die hatten ja alle tolle Haare. Oder was haben wir noch? Money, Money, Money. AHV, AHV, AHV. Das wäre vielleicht eins. Dancing Queen wäre... Rolling Queen, vielleicht eventuell. Könnt ihr mir vorstellen, gimme a Windel after midnight. Das wird dem Alter entsprechend sein. Was geht da? Könnte noch jemand... Wasserlo! Und dann... Das würde passen, finde ich. So, aber... Nein, keine Angst. Ja, bitte. Das war dumm, aber sehr geil. Ich weiß. Ist das nicht mit den meisten Sachen so? Ja. Aber ich finde, oder ich habe gehört, man muss sich keine Sorgen machen. Und zwar hat sich ABBA beschlossen, dass sie nicht selber auf die Bühne raufgehen. Sie wollen das ihren Fans nicht zumuten, sondern als Hologramm auf der Bühne, als sogenannte Avatare. Sie nennen es selber, Achtung, Wortspiel, sehr gut, Avatare nennen sie sich. Das ist wirklich so. Es gibt einen ersten Entwurf, wie die sollen aussehen. Sie haben so ein bisschen Gesichter mit aktuellen popkulturellen Figuren. Haben sie so, das könnte eine Möglichkeit sein. Es ist nicht immer gut, wenn Freunde, die eng miteinander zusammen sind, wenn die in späteren Jahren wieder mal aufeinandertreffen. Schaut mal hier hin. Colonel! Ja, Los, schneller, oh, easy. Ja. Mach vorwärts! So. Scheiße. Hey, Schüge, bist du's? Was? Nein, wieso? Schüge, ich bin's, der Peske. Schüge. Peske? Ja. Nein! Und zeig dich. Glaub ich jetzt nicht. Vieles. Glaub's Hier, halt doch nicht. wieder eine Tür.
Und du jetzt da und du? Hey, wie läuft's? Ja, gut. Schau, ich habe in Öl investiert. Schön. Du, los. Was ist mit dir los? Ja, sorry, es Was läuft? ist mir unangenehm. Was ist los? Ich habe gerade Kinder bekommen, Zwillinge. Ja, Gratulation. Ja, und ich habe schon 2 Kinder. Was, du hast 4 Kinder? Ja. Hey, du hast aber etwas gemacht, du, hä? Letztes Jahr. Hey, ist schön. Hey, cool. Das ist wahnsinnig schön, aber auch anstrengend. Willst du ein Foto Ja, sehen? natürlich, wenn du bist. Also, das hier ist der... Weißt du, Ja, ja. klar. Das ist die Libby, das ist 5. Herzig. Und das ist der Jackson, das ist 3. Hey, der hat genau deine Nase. Wirklich? Und das ist meine Frau mit den Hey, Zwillingen. okay. Hey, gut gemacht. Hey, voll cool. Ah, ja, Super. merci. Ja, und du? Verheiratet, Kinder? Ah, ja, du hast doch schon immer gesagt, Ja, ich darf nicht das Moment. Beste. Hey, Andi! Andi! Hey, Nein, jetzt... Das glaube ich nicht. Hey, wow! So schön! Wie lange ist es? 10 Jahre? Ich habe ihn 20 auch Jahre? wieder getroffen. Hey, Wahnsinn! Was machst du? Wo bist du? Kantonspolizei Zürich. Hey, Schüge. Was ist mit dem los? Du hast jetzt wirklich gerade versucht, mich zu überfallen. Der Schüge, du. Andi. So, jetzt die ideale Meldung so ABBA kehrt zurück. Das hat natürlich andere Leute auch auf Ideen gebracht. Schaut mal, eine tolle Idee, die jetzt verwirklicht wird. Die Sterbemaschine des Dr. Tod. Der Sarko macht es möglich, mit Eleganz und Stil zu sterben. Was ist das? Das ist wirklich eine Selbstmörderkabine, also so ein bisschen das Gegenteil von einer Babyklappe, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Die andere Seite. Es tut werben mit dem Spruch wirklich friedvolles Einschlafen auf Knopfdruck. Das war lange Zeit auch der Slogan vom SRF. Und wie funktioniert das Ding? Ganz einfach. Das steht irgendwo, so ist es geplant und soll jetzt wirklich so passieren. Das steht irgendwo in der Natur aus. Da kann man dort hingehen und da kann man reinlegen. Dann geht die Klappe zu über einem. Und was passiert dann? Dann kommt einmal Best of ABBA zum Einschläfern. Und dann wird einem mit der Göllenzeit noch der Rest geben. Ja, nein, natürlich nicht. Es strömt wirklich ein Gas strömt dort rein, dass man so sanft entschlafen kann. Da weiss ich jetzt nicht wirklich, ob das funktioniert in der Schweiz, ob das einen tollen Erfolg wird. Ich meine, ein kleines Kabinchen, wo nur lebensmüde reingehen, weil es wirklich ganz schlimme Gase drin haben, das können wir Schweizer natürlich schon lange. Auch sonst muss ich sagen, ist mir das Design... Können wir noch mal die Kabine in Nähe sehen? Das Design kommt einem schon ein bisschen bekannt vor. Ich finde es ein bisschen problematisch. Sehen Sie auch, an was mich das erinnert? Zeig mal. Das ist schon wahnsinnig gefährlich. Also wenn man die Kabine aufstellt, das ist wahnsinnig gefährlich für Geografielehrer, ja? Wo da einfach drin liegen. Sagen wir auch mal das Positive an diesem Design. Zeigen wir noch eines. Sagen wir das Positive. He? Schwiegermutter, das Solarium ist da. Ja, kann man jetzt auch klatschen, auch wenn es gemein ist. Komm. Dann haben wir etwas anderes Schönes gesehen. Und zwar spielt sich gerade beim Weißen Haus in Washington ein Krimi ab. Das ist wirklich eine wahnsinnig spannende Story, die da gerade passiert. Ich meine, und vergiss doch die Meldung, ob der Trump etwas mit dem Pornostar hatte oder ob er jetzt irgendwie die Putin gezahlt hat, um die Wahlen zu beeinflussen. Völlig egal. Die Frage, die im Augenblick in Washington alle beschäftigt, ist doch, wo ist das Bäumli? Wo ist das Bäumli? Für die sich nicht mehr erinnern, vor ein paar Tagen ist der Emmanuel Macron auf Besuch beim Trump und sie haben zusammen eine Eiche gepflanzt. Und dann ist das ein paar Tage später auf einmal weg. Sehen Sie nebenan den gelben Fleck? Ich meine, bei der Klimapolitik von Trump ist klar, dass die Bäume mal alle verschwinden. Aber trotzdem ist man da gespannt. Man denkt, an was könnte das liegen, dass das Bäumchen weg ist? Weil ein paar Tage später ist dann Merkel auf Besuch gekommen. Die war sichtlich eifersüchtig, dass der Macron und der Trump sich so gut verstanden. Vielleicht hat die da die Eiche ausgegraben und wieder mit heimgenommen. Könnte ja eventuell sein. Ja? Oder Ja?
Der Baum wusste, für was er stand, wo er stand, und der hat heroisch Selbstmord begangen. Mit der Kapsel? Ist er in die Kapsel? Ja, viele, ja. Oder wie macht ein Baum Selbstmord? Ja, der hängt sich auf einen anderen Baum. Ja. Oder er wirft sich vor eine Axt. Das ist alles möglich. Es könnte aber auch sein, dass der Trump einfach eifersüchtig oder beleidigt war, besser gesagt, weil er hat schon gefunden, es ist ein mickriges Bäumchen, das er in der Macron geschenkt hat. Weil er hat ja Macron auch ein Bäumchen geschenkt. Schau mal, was das für ein Baum war, den Trump ihm geschenkt hat. Das ist natürlich etwas Schönes. Also, jedenfalls ist jetzt die Wahrheit als Licht gekommen. Das ist wirklich wahr. Was ist mit dem Bäumchen passiert, mit der französischen Eiche? Und zwar hat Washington bestätigt, ja, das Bäumchen befindet sich in Quarantäne. Das heisst, die, also die Terroristen und andere Leute von außerhalb von Amerika, sie gehen in Quarantäne auf Kuba. Wir haben jetzt hier ein exklusives Bild von dem Bäumchen. Ja, es sind erschreckende Bilder, meine Damen und Herren. Schaut es euch an, wenn ihr das sehen wollt. Wir haben hier das Bäumchen. Man muss aber ganz ehrlich sagen, man sieht schon, es geht mir relativ gut. Sogar das Waterboarding gefällt mir. Man hat schon ein bisschen Blättchen bekommen. Also wir müssen uns da nicht unbedingt Sorgen machen. Und trotzdem ist es eine Sauerei an Gott, dass man das Bäumchen so inhaftiert. Wir bei Devil Late Night setzen uns dafür ein, dass das Bäumchen wieder zurückkommt. Wir wollen einen Gruß kreieren, einen Solidaritätsgruß, den wir auch hier in der Schweiz einführen. Der geht so. Machen wir mal alle so fürs Bäumchen. Genau so bitte, wie das Ästchen gewackelt, richtig. Das könnt ihr unterstützen, auf jeden Fall euch so gegenseitig grüßen. Und dann die richtig etwas tun wollen für das Bäumchen, ja, sollen sich doch so einen Solidaritätsmarker umhängen, wo man wirklich an jeder Tankstelle bekommt. Das sind die hier. Wir wollen die gerade nutzen, wirklich in einer schönen Duftqualität. Da, schau mal, kannst du da weitergeben, jedem so eins geben. Das ist unsere Solidarität. Free the Bäumli! Alle so bitte, free the Bäumli! Haben wir noch etwas Schönes gesehen? Die Republik, unsere Lieblingsdigitalpostille, hat das ans Licht gebracht. Und zwar hat es im schönen Bündnerland einen riesen Bauskandal gegeben. Haben ihr vielleicht alle gehört, gelesen, andere Medien haben das aufgegriffen. Erschreckende Ausmaß, ja? Pierre in Vinzenz und jetzt noch das, Graubünden. Was ist da los? Da hat sich ein Kartell wirklich gebildet. Mafiamäßige Strukturen hat das gegeben. Da haben sich Baufirmen untereinander abgesprochen. Viele Millionen haben sie unterschlagen. Das sind Zustände im Graubünden. Das Bündnerland ist Sizilien von der Schweiz, kann man so sagen. Schreckliche Zustände. Die haben ja auch wirklich so eine Mafiasprache miteinander, das Romansch, das sonst niemand außerhalb versteht. Da sind grausame Sachen passiert. Da sind Journalisten bedroht worden, in Bergseen versenkt worden im Bündnerland, mit 50 Kilo schweren Bündnertortenschuhen an den Füßen sind die versenkt worden. Zum Glück ist das als Licht gekommen durch einen sogenannten Whistleblower. Ja, also einer hat sie verpfiffen. Haben wir hier ein Bild? Liebe Freunde von der Republik, die das als Licht gebracht haben, auch Devil Late Night kann etwas beitragen. Wir haben exklusives Bildmaterial von diesen Absprachen bei dem Bündner Baukartell. Erschreckende Bilder, wo man sieht, wie es dazu und her geht. Schaut euch das bitte an. Das ist natürlich... Hier sieht man, wie sie miteinander delegieren. Das nächste Bild zeigt so eine klassische Bauverteilung, wo so Strassenabschnitte miteinander verteilt worden sind. Das ist nicht immer ganz friedlich zu und her gegangen. Dann sind hier natürlich auch hochrangige Mitglieder von der BDP beteiligt gewesen und haben müssen zurücktreten. Hier suchen sie neue Regierungskandidaten, BDP jetzt sieht man. Und dann das Bild. Was haben wir noch? Haben wir da noch ein Bild? Ja, das finde ich auch das schönste Bild. Das lassen wir so stehen. Regierungsmitglieder sind gesucht im Bündnerland, zum Beispiel auch Gemeinderäte. Auch das haben wir lesen. Die gehen aus, anscheinend in der Schweiz. Das war doch noch ein ehrbarer Beruf. Niemand will Gemeinderat machen. Anscheinend. Früher hat es so geheißen bei den Eltern, oh, gib dir Mühe, ja, sonst wirst du irgendwie eine Zirkusfloristin oder du wirst irgendwie Bauarbeiter. Und heute heisst es, oh, pass auf, sonst wirst du Gemeinderat. Also anscheinend scheint das etwas ganz Schlimmes zu sein. Und da muss man doch etwas machen. Wir haben da natürlich auch eine schöne Idee gehabt bei Devil Late Night. Man könnte doch ein neues Fernsehformat entwickeln. Da unser Vorschlag. Der Gemeinderat, schau mal, 12 Gemeinden suchen einen buhlen um den Gemeinderat, der Einzige, der zur Verfügung steht. Und dann stelle ich mir vor, wie er da steht, weißt, im Sonnenaufgang, und hat dann so die 12 Gemeinden vor sich und er sagt, oh,
Entschuldigung, Oberdorf, gell, es war zwar ein wunderschönes Bauernmorgen mit der Heimatmusik, die wir hatten, aber leider habe ich heute keine Rosen für dich. Das wäre eine Möglichkeit, der Gemeinderat. Aber hey, komm, wir müssen die Leute jetzt ein bisschen motivieren. Komm, das ist etwas Schönes. Ein Gemeinderat sein, das ist so ein bisschen wie Bundesrat, in klein. Ja, das ist... Hä? Du meinst Uli Maurer? Nein, nicht so klein, habe ich gemeint. Das ist so... Es ist ist egal, ist egal. Schau das einfach an, wir haben das zusammengefasst. Hey, wir rufen aus, den 6. Mai, Stichtag, 6. Mai. Null Bock auf ein Amt. Gemeinden suchen immer verzweifelter nach Gemeinderäten. Im bündnerischen Tujetsch wollte keiner der Einheimischen das Amt, also musste ein auswärtiger Ferienhausbesitzer ran. Schlimm genug, aber was sind die Schlagzeilen von morgen? Verurteilter Enkeltrickbetrüger regiert Regensdorf. Gemeindehaus zügelt in die Püschwies. Im zweiten Wahlgang gewählt. Vakanter Sitz in Boncourt geht an Iltis. Mit Glanzresultat. Platten wählt einen Buchsbaum zum Gemeindepräsidenten. Angst vor Buchsbaumzünsler geht um. Jetzt zählt Ihre Hilfe, damit es nicht so weit kommt. Machen Sie mit beim Nationalen Sammeltag und spüren Sie fähige Kandidaten auf. Ein Spaß für die ganze Familie. Vielleicht versteckt sich einer unter Ihrem Bett. In Ihrem Schrank. Im Kofferraum. Besonders scheue Kandidaten verstecken sich auch gerne im Wald oder tarnen sich als Taugenichtse. Locken Sie sie aus ihren Verstecken. Appellieren Sie an Ihre Staatspflicht und stellen Sie ihnen grenzenlose Macht in Aussicht. Dem verhassten Nachbar den geplanten Umbau nicht bewilligen? Ganz offiziell seinen prächtigen Apfelbaum fällen? Oder einfach mal eine neue Straße quer durch seinen Garten asphaltieren? Wer wird da noch widerstehen können? Also unbedingt eintragen. Am 6. Mai ist Nationaler Sammeltag. Fangen Sie eine geeignete Kandidatin oder einen fähigen Kandidaten und bringen Sie Ihre Beute zum nächsten Sammelcontainer. Der schönste Fang wird prämiert. So, bevor wir zum Thema kommen, was der ESC mit der Krankenkasse zu tun hat, machen wir ein bisschen Musik hier bei der Will Late Night. Für euch eingeflogen aus Hamburg. Ich freue mich riesig. Hände in die Höhe, klatschen. Da ist Carsten, Aerobic Meier und Balla Balla! Wart ihr schon einmal in den Ferien? Seid ihr schon mal mit einem BMW über den Brenner gefahren? Wart ihr schon mal verliebt in der Urlaubsdiskothek? Zu den Hits von Gianna Nannini und Adriano Celentano die ganze Nacht geheult. Es war im Urlaub in Italien. Im Urlaub in Italien. Im Urlaub in Italien mit den Eltern 86. Mit den Eltern 1986.
1976, so ehrlich muss ich sein. Vielen Dank. So, jetzt sind wir hier bei Tischlein. Richtig. Und jetzt geht es wirklich um etwas ganz Gespässiges. Wir gehen ins ferne China. Und dort läuft gerade ein ganz interessantes soziales Experiment. Und zwar probt China jetzt schon seit einiger Zeit ein ganz neues totalitäres Überwachungssystem. Und zwar verteilen sie so Punkte verteilen. Man bekommt dann so einen Social-Kredit über, also ein soziales Konto, wo du Punkte gut geschrieben bekommst oder abgezogen bekommst, je nachdem, wie du dich verhaltest. Das ist wirklich wahr. Tönt ein bisschen nach dem Roman 1984. Ist auch wirklich so. Ich mache mal ein Beispiel, wie es funktioniert. Es ist auf freiwilliger Basis. No. Bis 2020 ist es obligatorisch, das hat China vor. Und du bekommst, wenn du einsteigst in das System, bekommst du mal so ein Grundguthaben von 500 Punkten über, so als Begrüßungsgeld sozusagen. Und dann, je nachdem, was du positiv machst, zum Beispiel du tust Bio-Äpfel kaufen, du tust Blut spenden, du machst freiwillige Arbeit, bekommst du Punkte über. Und der am Augenblick die Rangliste anführt in China, ist ein Herr, der ist über 1 Liter Blut spenden und hat 500 freiwillige Stunden geleistet. Das ist wahr, das ist so. Und was darf er jetzt machen? Er hat jetzt einen Bonus bekommen, ein Geschenk. Und zwar darf er, wenn er ins Spital muss, darf er ein bisschen in der Schlange drücken. Das darf er jetzt machen. Und das Umgekehrte gibt es natürlich auch. Also wenn du in China jetzt, dort wo das Experiment schon läuft, in vielen Städten, wenn du dich verhaltest, dass es nicht so gut ist, das kann sein, dass du dich natürlich regierungskritisch äußerst im Internet oder sonst wo. Das kann auch nur sein, dass du die Rechnungen verspätet zahlst. Wow, ich hätte 25 Millionen Minuspunkte. Oder wenn du irgendwie, also schon nur, wenn du so in eine lustige Late-Night-Show, ihr hättet alle schon minus 150 Punkte, ja? Und du gehst nochmal minus 3000, weil du gelacht hast. Das wäre so. Und was passiert mit diesen Leuten? Das ist auch, wenn du Minuspunkte hast. Und zwar, als erstes werden dir die ÖV-Mittel gestrichen. Also, wenn du versuchst, mit deiner Karte, mit deinem Telefon Zug zu fahren, ein Flugticket zu lösen, geht das nicht mehr. Das wird dir unterlassen. Das heisst, anständige Menschen in China dürfen überall durchgehen, aber Leute, die nicht so genehm sind, sollen gefälligst bleiben an dem Ort, wo sie sind und versuchen. Das kommt jetzt flächendeckend in China. Da denken wir in der Schweiz natürlich, verrückte Scheiben, die Chinesen. Also so etwas, wer kommt auf so eine Idee, Punkte verteilen? Doch nicht bei uns in der Schweiz, sicher nicht. Gut, natürlich, Cumulus-Punkte, aber das ist etwas anderes. Wir geben auch unsere Daten der Swisscom oder Facebook oder das weiter, aber das ist etwas anderes. Aber so wichtige, relevante Daten würden wir natürlich nie. Also wer kommt auf die Idee, das rauszulassen oder das irgendwie zu sammeln? Jetzt schaut mal, was es hier gibt seit letztem Herbst. Hier ein kleines Werbefilm. Helsana Plus, das Bonusprogramm, mit dem Sie Pluspunkte für Ihr Leben sammeln. Wie das geht? Ganz einfach. Wer aktiv ist, vorsorgt und mit Helsana verbunden ist, profitiert. Und zwar von tollen Belohnungen. Auf die Pluspunkte, fertig, los. Das haben nicht wir gemacht, das Film. Das ist wirklich die Helsana. Eine Versicherung hat jetzt so eine App aufgeschaltet, die sagt, «Schau, beweis uns, dass du etwas für deine Gesundheit tust. Wenn du irgendwie joggen oder schwimmen, ja, lass uns doch das bitte wissen. Tu doch das irgendwie. Oder wenn du auch eine Vorsorge zum Urolog gehst, lass uns das doch bitte alles wissen. Es gibt wertvolle Punkte. 100 Punkte, wenn du... Ja, bitte? Und wenn ich den Windpocken habe, dann habe ich überall Punkte. Ja, das kannst du. Es ist wirklich so, du kannst auch einfach dich fotografieren beim Schwimmen und kannst das einschicken, dass sie sehen, der geht jetzt ins Schwimmbad. Du kannst dich beim Joggen fotografieren. Es gibt für alles Punkte. 100 Punkte normalerweise. Wenn du Vorsorgeuntersuchungen gehst, gibt es, glaube ich, 1300 Punkte. Und dann, meine Damen und Herren, dass du ihnen deine Kalorienverlust oder Zunahme mitteilst, dass du ihren Schritt mitteilst, dein Gewicht mitteilst, deine Daten mitteilst, gibt es fette Prämie. 75 Franken im Jahr. Oh. Was macht man mit Leuten, die krank sind, die nicht joggen können, die im Rollstuhl sitzen? Kein Problem. Dann kannst du dich auch in ein Jazzturnier anmelden. Du kannst, wenn du in ein Altersheim gehst, helfen oder für Kinder kochen, irgendetwas, kannst du dich fotografieren und selbst das einschicken, der Helsana. Sie werten das aus. Es gibt 100 Punkte.
beim Jassen, je nachdem, was gerade Trumpf ist, natürlich. Das ist klar. Ja. Auch gilt leider immer noch, da muss man sagen, wenn die Schweizer dort Helsana beim ESC mitmachen, grundsätzlich 0 Punkte. Das ist natürlich auch logisch. Also, Sie sagen natürlich, wenn man da kritische Stimmen äußert vom Datenschutz, wenn man zum Beispiel sagt, aber die Daten gehen nicht weiter, oder? Das behaltet ihr bei euch. Ja, natürlich, haben da die Verantwortlichen gesagt, die Daten bleiben bei uns. Und deswegen, liebe Schweizer und Schweizerinnen, die das schon abonniert haben, tun wir es doch ein bisschen sabotieren. Was könnte man machen? Man könnte dann so ein Armbändchen haben, das so die Schritte zählt und so weiter. Bindet das an eurem Hund an, ja? Oder macht ein Foto von eurem Hund und schickt es ein, und sagt, hier, Helsana, könnt ihr selber Punkte zählen. Ja? Oder nehmt das Armbändchen und rührt sie in die Waschmaschine, 40 Grad, da kommen Tausende von Punkten über. Das ist alles möglich. Ja? Bitte schön. Kann man sich auch beim Sex fotografieren und das einschicken? Ist das eine Aktivität? Das ist natürlich eine Aktivität. Mega streng, Jesus Gott. Aber alle zufrieden bis jetzt. So. Naja, liebe Helsana, das ist ja nur der Anfang. Da könnte man doch noch viel mehr rausholen, oder? Schaut mal, David Late Night hat einen kleinen Vorschlag für euch vorbereitet. Krankenkassenprämien, die ständig steigen? Spitäler, in denen nur operiert, aber nicht gerechnet wird? Das muss nicht sein. Denn für den modernen Patienten gibt es jetzt Helsana. Sie sind noch jung und haben gute Beine? Buchen Sie die Option Standing Operation bei Armbrüchen und Kaiserschnitten. Durch Stehplätze im OP sparen wir Platz und Sie viel Geld. Bitte beachten Sie, Freigepäck nur bis maximal 8 Kilo inklusive, keine Flüssigkeiten. Erhalten Sie bei Helsana nebenbei kostenlos Gratis-Medikamente mit der Option Body Sponsoring. Die Konsultation durch den Arzt wird alle 10 Sekunden von einem Werbeblock für Glencore, Axpo oder RUAG unterbrochen. Uber Health. Lassen Sie sich von einem unserer motivierten Laienchirurgen in seinem ganz persönlichen mobilen OP-Zimmer operieren. Denn hey, mal ehrlich, warum einen überteuerten Chirurgen bezahlen, wenn der Metzgerlehrling um die Ecke es genauso gut hinkriegt? Diagnose Krebs? Ein Schicksalsschlag für Sie, aber nicht für Ihr Portemonnaie. Mit der Option Litfaß werden Kosten für Chemotherapien vollumfänglich von Sponsoren übernommen, wenn sich die Patienten als Werbefläche zur Verfügung stellen. Wählen Sie aus zahlreichen Unternehmen eines, das zu Ihrer Persönlichkeit passt. Und wenn es dann mal soweit ist, sorgen Sie vor mit dem Sorgenfrei-Paket von All-in-One. Denn bei Helsana bieten wir auch im Todesfall die Übersicht eines medizinischen Generalunternehmers. Unser Fachpersonal stellt nicht nur Ihren Tod fest, es überführt Sie auch gleich ins Krematorium, cremiert Sie eigenhändig, gräbt das Loch, hält die Grabrede, schmiert die Schnittchen fürs Lichermörli, tröstet Ihre Oma und singt zu guter Letzt noch ein herzzerreißendes Ständchen. Helsana. Sparen, bis der Arzt kommt. Kleine Idee. Natürlich sind nicht nur wir von der Late Night auf die kleine App, die sie hier gemacht haben, die wunderschöne App, aufmerksam geworden. Auch andere kümmern sich da ein bisschen jetzt schon darum. Im Augenblick sieht es folgendermaßen aus, dass der Datenschützer Helsana zurückpfeift, sagt, das ist nicht in Ordnung, ja, zurück. Haben wir schnell ein Bild vom Datenschützer? Ah ja, sehr schön. Also Helsana, aufpassen, wir schauen ganz genau hin. So, und jetzt zu den wichtigen Meldungen, die die Welt sonst noch so bewegen. Breaking News. Immer mehr Leute trinken Wasser. Die beliebte Alternative zu Schnaps und Wein wird vor allem von Menschen, Tieren und Pflanzen geschätzt. Die Eidgenössische Brauereivereinigung gibt sich gelassen und ist der Meinung, dass sich Wasser als Getränk in der Schweiz eher nicht durchsetzen wird. Lieferstopp bei Siemens. Alle ihre Kühlschränke sind erkältet. Wegen der hohen Ansteckungsgefahr sollten bereits erworbene Kühlschränke umgehend zurückgebracht werden. Was sagen Sie dazu? Diskutieren Sie mit uns unter folgendem Hashtag. Uns interessiert Ihre Meinung. Wirklich, brennend. Wir können es kaum erwarten zu lesen, was Sie als Zuschauer für eine Meinung haben. Wir Journalisten haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Schreiben Sie einfach wild drauf los. Jede Meinung zählt, egal wie hirnverbrannt. Und bitte ignorieren Sie Satzzeichen und Rechtschreibung. Hat ja eh keiner Zeit für sowas. Klicken Sie also hier, um einen Kommentar zu hinterlassen. Vielen Dank. Also, willkommen zurück hier bei David Late Night zu unserem tollen Spiel. An meiner Seite Agatha Diemen und auf der anderen Seite BJ
Eberli, jawohl. Applaus für Bici Eberli, Bassistin bei Balla Balla. Und nicht nur das. Auch, weil sie noch Bassistin bei Baby Jail, die ich sehr verehre. Schön bist du da. Bici. Und schön stellst du dich für das tolle Spiel freiwillig zur Verfügung. Wir haben es gehört, bist du auch ABBA-Fan? Leicht traumatisiert, aber ja. Aber kann man eigentlich nicht Fan sein von ABBA? Wenn die Lieder kommen, schaltest du gerade um oder sagst du... Da ist eine Beatles-Platte drauf. Ja, aber wenn es im Radio kommt, Autoradio oder so, umschalten? Egal, ja, dann los ich's. Also, gut. Also, du kennst auch einige Hits, Ja. das ist nämlich Genau. wichtig. Du, Agota, du kennst auch einige Hits. Ja. Was hast ja. du für eine ABBA-Vergangenheit in Rumänien? Ja, ich glaube, ich wurde während Mama Mia gezeugt. Too much information. Mamma mia. Jetzt kann ich es nie mehr hören. Ja, so, das ist ja also, schau jetzt, wir machen Folgendes. ABBA haben wahnsinnig viele Hits geschrieben. Und sie haben schon in den Hits, man meint immer, das ist so Unterhaltungsmusik, aber es sind auch wirklich politische, relevante, gesellschaftliche Texte gewesen. Und ABBA haben damals in den 70er, 80er Jahren auch schon vieles gewusst, was heute wird passieren. Wir haben jetzt ein paar Meldungen ausgesucht, die passen auf die letzten Wochen, die passiert sind bei uns in der Welt. Und eure Aufgabe ist es, den passenden ABBA-Titel zu finden. ABBA hat zu jeder Meldung einen Titel geschrieben. Haut auf den Buzzer drauf. Ich zeige euch schnell, wie es geht. Ist das Buzzergeräusch? Ja, ist noch schön. Nochmal. Genau, das ist unser Buzzergeräusch. Ein bisschen Health Bells. Oh nein. Also, zu gewinnen gibt es, wer am meisten Punkte holt, die wunderbare Deville Late Night Brosche, die man jetzt auch überall auf der Straße im Randstein finden kann. Wenn ihr genau sucht, kommen alle unsere Gäste über. Also, parat? Das Spiel heisst aber Hallo! So, Achtung, sind ihr bereit? Jetzt geht's los. Jahrelang wurde er zu den Guten im Business gezählt. Jetzt ist klar, Pierin Vinzenz ging es nur ums Geld, Geld und nochmals Geld. Ja. Money, money, money! Richtig ist das! Bravo! Warte. Ein Punkt. Gut, weiter. Die neue Helsana-App offenbart vieles über dich und mich. Ja. Knowing me, knowing you. Richtig, 2 Punkte für mich. Bravo! Das ist sehr schön. Okay, warte, haben wir noch eine? Oh ja, das gefällt mir da. Macron. Voulez-vous? Nein, nein, ein schönes Spiel. Aber hallo. Bici Eberli. Bravo, sorry, Gott. Wie sie fair tut, da nicht jeder das Ding. So, Bici, das hast du verdient. Danke vielmals. Bitte zurück an deinen Bass. Es gibt noch einen kleinen Verabschiedungssong vor. Aber merci vielmals, dass ihr alle dabei sind und den Blödsinn mitgemacht haben. Wollt jemand von euch gerade so eine ABBA-Platte haben? Das sind ganz tolle... Wer bitte? Da oben. Ach komm, nimm doch das Ziel. Also, warte. Achtung. Hopp. Nochmal. Hopp. Hopp. So. Das war's mit der Late Night. Merci, wenn ihr dabei gewesen. Mit dabei ist Carsten Aerobic Meier und Balla Balla.